Morgen. Heute zeige ich mal ein Video über Cossacks 3. So wie die meisten das etwa werden spielen. Ich mache dann auch noch ein Video über Cossacks 3, wie Profi das spielen. Bei den Einstellungen gehen wir da mal auf eine normale Karte. Ich nehme Schweiz, spiele gegen einen zufälligen normalen. Startoptionen mit Ballon, also dass man das Zeug alles sieht, ohne Kanonen, ohne Türme. Friedenszeit machen wir keine. Option des 18. Jahrhundert Standard, Nummer Artillerie ohne Diplomatiezentrum, ohne Begrenzung und sehr schnell. Wir das Spiel mal starten. Als erstes macht man sofort ein Rathaus. Gut, die Kurzwahltaste kennt. Als zweites eine Mühle. Im Rathaus setzt man einen Wegpunkt. Rathäuser müssen in die Nähe von der Ressourcen. Bauern, die ich rauslasse, sofort auf endlos. Bei der Mühle die erste Verbesserung machen. Das hier ist die Schmiede, die brauche ich, damit ich Kasernen bauen kann. Baue ich gerade mal 2 Kasernen. Dann hier kann ich eigentlich noch warten gehen. In der Kaserne lasse ich die beiden Soldatentypen gerade endlos raus. Mache auch hier einen Wegpunkt. Dann bauen wir die zweite Stadthalle. Sobald sich jetzt das Nahrungsfeld näher angesagt ist, schicke ich jetzt auf die Bauern her. Die ersten Bauern habe ich ja geschickt. Aber kann ich da hier das Gebäude da hier ist schon sehr richtig. Der Wegpunkt hat nicht funktioniert. Jetzt ab auf das Nahrungsfeld. In der Akademie kann ich alle Verbesserungen entwickeln, oder die meisten. Und das Ziel ist eigentlich die dritte Stadthalle. Hier machen sich alles, was mit Nahrung zu tun hat. Jetzt müssen wir mal schauen, was die nächste Stadthalle kostet. 6300 Holz, 6300 Steine. Hier kann ich nichts weiterentwickeln. Nahrung wird langsam knapp. Ich muss mir da noch 2, 3 mehr auf Nahrung schicken. Gold, Eisen und Kohle produziere ich noch gar nicht. Das sind die Felder hier. Dort müssen wir da langsam schauen, dass wir da etwas machen. Mal schauen, was mein Gegner macht. Mein Gegner ist Niederlande. Die sind nicht enorm stark. Ich Kaserne bauen, zweite Kaserne. Ein Markt. Hier baut er einen Stall. Hier baut er eine Kathedrale. Das ist die Nahrungsentwicklung. Kann ich da machen. Gold habe ich jetzt gerade keins mehr. Also müssen wir mal schauen, dass wir Gold abbauen. Wir da mal 4 Minen besetzen. Ich habe nur 2 Bauern aufstehen. Jetzt müssen wir mal noch mehr Bauern aufstehen haben. Dass die
hier wäre auch wichtig entwickelt, dass das Holz schnell abbauen kann. Und das hier für die Steine. Das könnte man jetzt eigentlich machen da. Gut, die Mine sind besetzt. Also jetzt sind wir uns 5 Bauern drin. Die nächste Stufe verwanne ich noch nicht. Ich könnte weitere 5 Bauern Mine setzen. Der tut noch nicht gleich als angreifen da. So, jetzt kann ich es da hinten im Holz machen. Dann bauen wir dann meine Holzbrüder viel schneller Holz ab. Die dritte Stadthalle ist leider noch nicht erreichbar. Ich könnte einfach mal drunter einen Kommandant machen. Die machen wir nicht endlos, die machen wir einzeln. Aber dann braucht es nicht so viel. Holz hätte ich genug für die nächste Stadthalle. Noch ein Steine. Setzen wir mal mehr Bauern auf Steine. Steine könnte man schnell abbauen. Dann hätten wir jetzt hier Kommandant. Da könnte ich jetzt schon mal Truppen machen. Ah, die erste Truppe vom Gegner, die kommt. Dann machen wir doch da auch mal eine Truppe. Richten die dort so aus. Machen wir noch Truppen mit den Musketen. Ja, nächste Stadthalle kann ich machen. Machen wir aber noch die Nahrung weiter. Und jetzt wäre eigentlich der nächste Schritt wäre mal Minen besetzen. Die Stadthalle ist fertig. So. Dann brauchen wir einen Stall, eine Kathedrale und ein Artilleriedepot, für das jetzt 18. Jahrhundert kommen. Das Artilleriedepot ist rein einfach kosmetisch, weil ich spiele ja ohne Artillerie. Jetzt noch eine Mine. Als nächstes müsste ich schauen, dass ich das hier könnte entwickeln. Im Stall machen wir ein Budget. Die Kirche machen wir Pfarrer. So, haben wir da eine Mine. Da sind noch zwei. Mit Strongbeer kann man schauen, was man alles für Gebäude hat. Ich habe 4
Goldmine, 4 Eisenmine, 4 Kohlenmine, das heißt, ich habe alle. Hier müssen wir den Wertpunkt mal übersetzen, weil jetzt hier gar kein Kraut mehr hat zum Abernten. Meine Stichler müssen vor der Schütze stehen und die sollen sich gefälligst nicht bewegen. So. Bauen wir mal noch ein paar Häuser. Bedingung für das 18. Jahrhundert, die brauchen 5000 Gut. Was ich noch nicht habe. Dann noch ein bisschen Minen verbessern. Dann können wir hier wieder ansäen. So. Und dann mal die Schusskraft verbessern. Und wenn ich die alle zusammen jetzt auch auf die Front schicke, aber ohne Bauern, dann haben wir die Bauern einfach raus mit der Stromtaste. Und der Rest ist eigentlich dann selbst erklärt. Sobald ich da genug Gut habe, dann kann ich das 18. Jahrhundert, also jetzt, dann kann ich hier im Stall eine bessere Rösser bauen, zwar die hier. Das sind Dragoner vom 18. Jahrhundert. Da hier kann ich nichts verbessern. Da. Dafür bekomme ich neue Kasernen, Kasernen vom 18. Jahrhundert, vermisse ich aber auch noch nicht. Und sobald die dann auch kommen oder nicht kommen, ja, ich kann ja selber auch gehen. Zum Beispiel mal da angreifen. Da. Ist das eigentlich nicht, gell? Greifen wir doch gut den Gegner an, wenn möglich. So, erledigt. Da, die Nahrung kann natürlich noch massiv verbessern. Und Nahrung ist eigentlich näher über den Hafen. Über den Hafen macht man vor allem Nahrung näher. Ich glaube, das reicht so als Einstieg, Erklärvideo. Normale Leute werden Cossacks 3 spielen.